und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch und zum weiteren Badespaß-Video mit dem wunderbaren Sous-Vide-Garer von Rotel. Und heute mache ich Bullenbrüschli. Und ich war wieder Ewigkeit im Internet und habe geschaut, dass man wegen der Temperatur, wie lang, was. Und das ist ein bisschen mühsam, weil jeder sagt etwas Unterschiedliches. Und ich habe jetzt einfach das Rezept genommen, das am besten getönt hat. Also ich habe den Sous-Vide-Garer hier auf 60 Grad eingestellt und tue das etwa 90 Minuten baden. Und dann schauen wir mal, ob es gut gekommen ist und sonst ist es halt nicht gut gekommen. Wie immer mache ich so ein Marinädli und ich habe gesehen, dass wir im Vorratsschrank eingelegte Tomaten hatten in Öl und da habe ich doch gefunden, dass ich etwas Mediterranes, weil ich mit der Hand an Puschel komme, vielleicht hört man das, etwas Mediterranes mit eben diesen Tomaten und frischem Rosmarin und Salz. Das ist eigentlich schon wieder alles. Und jetzt tue ich die wunderbaren Bullenbrüschli, die ich hier habe, einfach so ein bisschen mit dem Zeug einreiben. Ich nehme jetzt einfach hier die Tomatendings und ich habe noch ein bisschen, so einen Esslöffel von diesem Tomatenöl genommen, dann muss ich kein Olivenöl nehmen. Und wie ihr wisst, mache ich das immer alles gerne von Händchen. Ohne Händchen. So, einfach so ein bisschen einreiben. Eigentlich hätte ich das in den Plastiksack tun können. Dann tue ich das Säckchen auf und gehe alles da rein. Ich kann es eigentlich auch hier innen mischen. Geht fast ein bisschen einfacher eigentlich. So. Dann die Rosmarin zisten. Und Salz. So. Jetzt nicht ganz alles. Jetzt kann ich das hier innen vermanschen. Also ich muss so viel die Hände waschen. Also von mir kann einfach nie jemand behaupten, dass ich meine Hände nicht wasche. Gut, als nächstes tun wir jetzt die ganze Sache vakuumieren. So. Präzisionsarbeit nennt man das. So, und das drücken. Wonderful. Noch warten. Gut. Wenn alle Lämpchen ausgelöscht sind, ist es gut. Und jetzt haben wir das hier vakuumiert. Und ich sage, das ist super gekommen, weil Tomaten sind schön auf dem Bullenbrüschli, das richtig schön aromatisiert wird. Und jetzt geht es ans Baden. So, da tue ich die Bullenbrüschli da rein. Voilà. Und stelle das Gerät, das habe ich rausgelassen, 90 Minuten genau. Start. Jetzt Start. Gut. Währenddessen kann man die Küche aufräumen und etwa eine halbe Stunde vorher, also nach einer Stunde etwa, eine wunderbare Beilage zubereiten und das werde ich jetzt genau machen. Bis dann. Es hat gepiepst. Der Endpieps. Es ist fertig gebadet. Ich stelle jetzt das Gerät aus und bin sehr, sehr gespannt. Dann mache ich halbe Überschwemmung, weil ich es blöd bin manchmal. Und jetzt schauen wir mal an, wie das aussieht hier innen. Die Farbe hat sich auch schon geändert. Ich bin sehr gespannt. Den Beutel aufschneiden. Mit einer mega scharfen Schere. Ah, jetzt kommt es gut. Oh, es rosmarinelt. Also, es duftet da raus. Ja, das ist genial. Also, jetzt tue ich das hier auf die Seite. Und jetzt wollte ich das probieren. Unbedingt. Es schmeckt wirklich nach Ferien. Und wer jetzt die Röstaromen vermisst, der könnte das jetzt noch ein bisschen anbraten. Aber ich lasse es jetzt so sein. Dann ist das nämlich noch eine richtig fettarme Sache. Und probiere jetzt von diesem Poulet. Durch ist es. Also 60 Grad, 90 Minuten gut. Jetzt kommt noch der Geschmackstest.
kannst du nicht mehr falsch machen. Wirklich, der Geschmack von der Tomaten, vom Rosmarin, der ist wirklich bis in die Mitte von diesem Poulet innen und es ist zart, es ist warm, es ist, macht es nachher, es ist mega fein, wirklich. Dazu serviere ich jetzt einfach ein bisschen Nudeln und ein bisschen Brokkoli, weil das hier ist das Highlight und auf das muss man sich konzentrieren und nicht auf Beilagen. Büskli.